Oh weh. Alter, was ist das Geiles? Und der rumpelt so? Ist das ein Rumpelfisch? Notruf an die Zentrale. Die Forschungstacher in der Umgebung des Baums der Meere könnten in Gefahr sein. Das ist ein gigantisches Meereslebewesen. Es sieht aus wie eine extrem große Variante eines Quastenflossers. Ja, und vor allen Dingen extrem lange Inne und so. Die Datenbank enthält kaum Datensätze zu einem Quastenflosser dieser Größe oder in dieser goldenen Farbe. Ich verstehe, dass du dieses Lebewesen erforschen möchtest, aber das ist zu gefährlich. Okay. Lass uns das Kommunikationssystem testen. Kannst du mich hören? Na, mein Name kennst du schon, Sa. Du bist von der Zentrale des Forschungsprojekts geschickt worden. Es freut mich, dich kennenzulernen. Jo. Ich bin Kiki, die KI-Assistentin für deine Forschungsarbeit unter Wasser. Von mir erhältst du Unterstützung bei deinen Tauchgängen. Kann das sein, dass Kiki im englischen Original Ei heißt? Ei heißt. So, jetzt hat. Weiter. Vielen Dank für deine Mitarbeit am Meeresforschungsprojekt. Die Zentrale ist davon überzeugt, dass du gute Leistungen zeigen wirst. Bitte beweg dich, damit ich deinen Standort bestimmen kann. So. Und somit erst einmal guten Tag, ihr Leid. Wir spielen endlich Endless Ocean. Ja, den mega Wortwitz habe ich mir schon lange überlegt. Da hin ist leer, da will ich nicht hin. So, beweg dich auf das Ziel zu. Guten Tag, ihr Leid, ich sage euch noch was. Wir spielen endlich Endless Ocean. So, dann bewege ich mich mal da hinzu. Ey, super. Ach Gott, ich bin der Best. Unglaublich. Standort bestimmt. Du kannst nun schwimmen, wohin du möchtest. Ey, geil, da gehe ich mal gleich da hin zu dem Napoleon-Fisch da. Testen wir nun, ob die Linsen in deiner Maske richtig funktionieren, damit du deine Forschungsarbeiten durchführen kannst. Du kannst nämlich mit Hilfe der Maske Lebewesen scannen und so Daten über das Tier abrufen. Probier das doch gleich mal mit einem Fisch aus. Jo, ist eigentlich eine gute Idee, ne? So, fortbewegen, Kamera bewegen. Kann ich hier... Ich kann die Kamerarotation schneller machen. Was macht er jetzt? Guckt auf der Uhr. 13:20 Uhr, Kollege. Ich brauch nicht zu gucken. Ich sah das. Nähere dich einem Fisch. Halte ihn gedrückt. Halte L gedrückt. Ich soll nicht den Fisch gedrückt halten. So, guck. Was noch einer? Ein Napoleon-Lippfisch. Ach, wer hätte das gedacht? Tja. Der Scan-Vorgang war erfolgreich. Du kannst übrigens gleich mehrere Lebewesen auf einmal scannen, wenn du den Knopf lang gedrückt hältst. Ach, wenn ich nur kurz drücke, dann tue ich Wenn du ein oder was? Lebewesen scannst, werden seine biologischen Daten an die Zentrale übertragen. Das erste Scannen eines Tiers wird auch als Protokollieren bezeichnet, denn es wird dann neu in die Datenbank aufgenommen. Super. Scanne immer mehr Lebewesen, um dir viel Ansehen in der Welt der Forschung zu erarbeiten. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass das Lebewesen seit dem Scannen nicht mehr wie zuvor von einem Lichtschleier umgeben ist. Die haben alle so dicke Brudelaue. Darauf komme ich später noch zu sprechen. So. Das ist die verborgene See, ein Meeresgebiet, dessen topografische Merkmale sich ständig verändern. Du bist bereit, auf Erkundungstour zu gehen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du deine Tauchausbildung fortsetzen möchtest. Also ich kann jetzt Kapitel 1.1, das Meer im Wandel, abgeschlossen. Ey, ist mir super, oder? Ast reingemacht, Erfolg freigeschaltet, Forschung mit Perspektive, ja. Fischauge-Perspektive. Weißer Orca. Bei diesem Orca ist die Farbgebung aufgrund einer genetischen Mutation genau andersherum als normalerweise. Die Teile, die sonst schwarz sind, sind hier weiß, und die im Regelfall weißen Teile sind schwarz.
Die Ursache für diese Mutation ist nicht bekannt. Was man weiß, ist, dass der Orca im Verbund mit Artgenossen auf die Jagd nach Meeressäugern geht. Hier, um mich noch ein bisschen selbst zu beweihräuchern, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ich habe den Napoleonfisch als das erkannt, was er ist, bevor ich ihn gescannt habe. Und warum? Weil ich schon 2 Endless Ocean vorher gespielt habe und daher weiß, was ein Napoleonfisch ist. Okay, dass es ein Napoleon-Lippfisch ist, habe ich vergessen. Aber dass das Ding ein Napoleonfisch heißt, der mit dem komischen Knubbel auf dem Kopf, das habe ich noch gewusst. So. Neues Kapitel wurde freigeschaltet. Du kannst es unter Story aufrufen. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Eieiei, jetzt muss ich aber was vorlesen hier. Für einen begrenzten Zeitraum kannst du dich in diesem speziellen Gebiet Lebewesen nähern, die ansonsten schwer zu finden sind. Triff auf ganz besondere Fischschwämme, riesige Fische und sonstige Lebewesen, die du nie zuvor gesehen hast. Okay. So. Tauche direkt ein. Solo-Tauchen und Story. Okay. Ich habe mich so ein bisschen über das Spiel informiert. Abgesehen davon, dass ich da jetzt halt schon, seit es angekündigt wurde, mich freue. Habe ich mich ja noch ein bisschen so informiert. Und zwar, Story ist Einzelspieler. Solo-Tauche ist Solo-Tauche, ohne Story. Also einfach nur Gebiete. Und Koop-Tauche, das wird später noch wichtig. Das ist halt mit dem College. Das heißt Koop. In meinem Fall ist es höchstwahrscheinlich meistens die Freundin. Und das ist dann der Teil. Also ich habe mir das so vorgestellt, so wie ich gehört habe, hast du immer ein bisschen Story, wo du spielen musst und dann irgendwann heißt es dann in der Story, du musst jetzt grinden, du musst jetzt 3000 Fische scannen oder so. Und das machst du halt in Solo-Tauchgänge oder in Koop-Tauche. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn das so läuft, dann machen wir das genau so, das ist so perfekt. Dann durch Story spiele, bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe oder so. Und dann schnappe ich mal die Freundin, die sich das Spiel angekauft hat, weil sie auch Bock drauf hat. Und dann sagen wir so, jetzt machen wir Koop-Tauche. Super Sache. Und gleich eine große, dicke Warnung. Ich werde das in den Videos, also ich habe ja an meine Videos, an den Thumbnails, habe ich meistens unten links im Eck oder so stehe, Let's Play auf Pfälzisch, ne? Wenn ich mit der Freundin spiele, wäre ich höchstwahrscheinlich so eine Art Hochdeutsch rede. Weil ich mit der Freundin so eine Art Hochdeutsch rede. Also sprich, ich probiere Hochdeutsch zu reden, so gut ich es halt eben kann. Das nur so als kleine Warnung. Ich werde die Story-Dinger nicht extra ausschildern. Let's Play auf Hochdeutsch. Das könnte ich eigentlich machen. Auf Pelzig hinschreiben, Let's Play auf Hochdeutsch. Wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wäre schon wieder irre witzig. Mal gucken. Nee, ja, wollte ich das halt nur gesagt haben. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Tauchfestival, Heilige Wesen, die singenden Drachen. 10.5. 7 Uhr bis 14.5. Haben wir noch nicht. Das Spiel ist halt erst rausgekommen, wir haben noch nicht 10.5. Okay. Wir gucken uns erst einmal, sollen wir uns ein bisschen hier umgucken? Profil und so. Ja, da bin ich schön in Türkis, gefällt mir schon mal nicht. Ja, ein Erfolg und ein Lebewesen protokolliert. Super Sache. Okay. Ach, da sieht man quasi 24, also die Quests sozusagen. Oder ist das so? Das ist Achievement mehr. 37 Minuten schon gespielt, jo, und 30 davon habe ich es einfach nur Larve gelassen und habe die KI, also in dem Ding ganz am Anfang, wo man nach vorne schwimmen muss, damit ich Soundcheck machen kann. Ist ja egal. So, ja, anpassen. Komm, wir passen uns mal an. Ich hätte gern roter Tauchanzug, also zumindest rote, genau. Na, das ist jetzt übertrieben. Also das finde ich halt auch nicht hübsch. So, ich mag halt das da und was jetzt hier blau ist, hätte ich gern rot. Weißt du? Ah, habe ich schon. Okay. Was ist das? Ach, das muss ich kaufen. Ich habe aber kein Geld. Habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. So. Dann gucken wir mal, was wir schon noch kriegen. Ja, das ist ja aber dumm irgendwie. Ach so. Ja, aber waren denn nur so das ganze Set? Das ist so. Ach so. Ah, jetzt hat. Aha. Nee. Ach, was weiß ich. Okay, der kommt noch am nächsten. Macht aber alles nichts. Ich habe noch gar kein Geld. Also, wieder hier zurück. Sticker. Aha. Ich muss erstmal alles, was Checkboxe hat. Was ist denn diese komischen Donut Nunna? Achso. Das da ist der Hinweis drauf, dass du gerade String A hast, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. So, ja, keine Ahnung, was kann man denn hier alles machen? Gesten. So. Okay. Gibt's Herzen. Ja.
Alles klar. Ja, kann ich noch nichts machen. Das werde ich dann wahrscheinlich so machen. Ich will es halt nur zumindest ein bisschen gezeigt haben. Rätseltafel. Kann ich nirgends drauf drücken. Okay, alles klar. Drücke mal nicht drauf. Enzyklopädie, die lassen wir mal und die Story des Spiels. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Story vom Spiel. Vielleicht schneide ich das ja alles raus. Vielleicht eine gute Idee. Tschö. Tschö? Nee, nicht tschö. Wir machen jetzt Story. Ah, guck so. Der Baum der Meere. Chinesische Weichschildkröte. Diese Allesfresser-Schildkröte lebt in Flüssen und Teichen und ihre Kiefer sind so kräftig, dass manche Menschen sie für eine Art Monster halten. Im Gegensatz zu anderen Schildkröten ist der Panzer dieser Art weich, elastisch und flach. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dieser Art ist, dass sie statt der für Schildkröten üblichen 5 nur 3 mit Krallen versehene Zehen hat. Tipps. Markiere Lebewesen oder Schätze, damit auch andere Taucher sie finden können. Das ist mein Fusch, der nicht darf keine andere haben. Auf der Liste gescannter Lebewesen mit S oder L gekennzeichnete Tiere sind kleiner bzw. größer als das Durchschnittsexemplar. Unglaublich. Kapitel 2. Der Baum der Meere. Mehr Baum als Meer. Wir haben die Schlucht erreicht. Wie du sehen kannst, ist sie ziemlich eng. Naja, ziemlich eng ist jetzt relativ, ne? Also ich kenne doch mit meinem Auto gut rückwärts inparken. Wenn's schwimmen kennt oder tauchen. Unser Tauchen Ziel kannst. ist eine Höhle. Ich markiere dir jetzt, wo sie sich befindet. Ei gut. Ei, wo hast du dann markiert? So, nach oben tauchen. Hui. Nach unten tauchen. Hui. Delfinbeinschlag. Ah, da geht's dann schnell. Okay, alles klar. Natürlich. Geht nicht. Ihr Leid. Endless Ocean. Schön. Jetzt ist es nicht. Okay, die Kamera ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Oder eben so Fusch. Dich hätte ich gern. Du bist wie hieß der Fuzzi in Star Wars, der zuerst geschossen hat? Hahn. Ja, super. Nee, okay. Der nicht zuerst geschossen hat. Der Hahn hat zuerst geschossen. Aber der Fuzzi, wo er erschossen hat, man nicht. Gelbschwanz, Segelseebader. Alter Schwede. Hat er nicht noch irgendwie ein paar Silber, die man noch dranhängen kennt? Jesus, ne, ihr Leid. Okay, weiter. Gelbschwanz-Segelseebader. Er gehört mit seiner bläulichen Körperfarbe und den wunderschönen gelben Brust- und Schwanzflossen zur Familie der Doktorfische. Mhm. Abgesehen vom Muster zarter schwarzer Flecken zieren seinen Körper an der Seite schwarze Linien. Er fällt in seinem Revier nicht nur durch ein sehr aktives Schwimmverhalten auf, sondern ist für sein hitziges Temperament bekannt, was sich in großer Aggressivität gegenüber anderen Fischen äußern kann. Er bevorzugt flache Gewässer. Also, bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, wann die das vorlässt. Ich will auch irgendwie was machen. Ich kann das so nicht einfach. Ich glaube, okay, warte mal. Gelbschwanz, Sorry, aber es ist gerade so schön. Gelbschwanz-Segelseebader. Was mache ich denn mit er? Er Dann gehört kann ich mit seiner zoomen. bläulichen Körperfarbe und den wunderschönen gelben Kann ich da Brust- und Schwanzflossen zur Kamera Familie der löschen? Doktorfische. So, schade. Kann ich das irgendwie abbrechen, dass die das nicht vorlässt? Also, ist so... Oh, ich kann jetzt große Dinger inscannen, gell? Also mehrere hat's geheißen. So. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich wollte nur noch ein paar mehr inscannen. Was bist du? Zebra Xaxophon hieß der, glaube ich. Okay. Guck mal, da unten steht der Badekapp. So, dann gucken wir mal. In Gebieten mit hohen Felswänden können Strömungen nach unten auftreten. Schlag safe. Das kann passieren, wenn Wasser durch eine Öffnung im Fels gedrückt wird. Ist die Natur nicht faszinierend? Also, wann Wasser durch eine enge Öffnung gedrückt wird und dann kann es Sog nach unten entstehen. Ich glaube, die Natur hat gerade Abbott erfunden. So. Ah! Was bist du? Ein Stein. Ich habe gedacht, das wäre Schildkröte, Mann. Es ist ja jetzt aber wirklich hier 2 Meter. Och komm. Die haben jetzt nicht wirklich alle 2 Meter so gelbes Blubberding. Die hätte ich. Oh, guck mal da, Fuschis.
Also Röschen am Baum. Ein Röschen. Was du vor dir siehst, setzt sich aus vielen verschiedenen Arten von Korallen zusammen. Es handelt sich um den Baum der Meere. Er stellt ein einzigartiges Ökosystem dar, denn er bietet zahlreichen Lebewesen, die im und am Riff wohnen, eine Heimat. Forscher sind sich einig, dass der Erhalt von Leben in allen Teilen der verborgenen See von größter Bedeutung ist. Sieh mal hier. Wo dann? Einige Teile des Baums sind ganz schwarz. Na, eher so braun. Die Ursache für diesen Schwärzungseffekt ist derzeit nicht geklärt. Aber das Phänomen scheint um sich zu greifen, sodass dieser ursprünglich vor Leben übersprudelnde Ort der Unterwasserwelt nach und nach zerstört wird. Wenn der Schwärzungseffekt weiter um sich greift, wird der Schaden irgendwann nicht mehr gut zu machen sein. Dann wird der Baum der Meere sterben. Das würde massive Auswirkungen auf den Ozean um dieses Gebiet herum haben, denn der Baum der Meere ist im Ökosystem der verborgenen See von zentraler Bedeutung. Das Projekt Aegis wurde ins Leben gerufen, um die Gründe für den Schwärzungseffekt zu untersuchen und ihm Einhalt zu gebieten, bevor es zu spät ist. Du bist das neueste Mitglied, das am Projekt Aegis mitarbeitet. Herzlich willkommen. Danke. Bist du bereit? Oh, da steht sogar meine Antwort. Ja, ich denke schon, oder? Okay. Prima. Als die KI deines Vertrauens werde ich dich natürlich weiterhin bei der Orientierung unter Wasser und bei Forschungsaufgaben unterstützen. Also die KI, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn eine KI noch so retten wird, Heid haben wir 2004, ich muss gerade auf die Uhr gucken, sowieso was wir das machen, alter Schwede. Da würde ich mir halt wirklich Gedanken machen, weil eine KI redet schon Jahre, Jahrzehnte nicht mehr so. Eine KI redet ganz anders, kann viel flüssiger reden. Muss aber nicht. Ja, ich meine ja nur. Also, ja, du kannst da KIs Lieder singen lassen, die sich guter und flüssiger her und nicht so abgehackt. Egal. Ich sollte dich darauf hinweisen, Abstimmt dass du ohne billige KI. spezielle Genehmigung der Zentrale nicht zum Baum der Meere zurückkehren darfst. Das heißt also, ich muss jetzt so lang bleiben, bis ich keine Luft mehr habe. Da du dich hier nun umgesehen hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wie jetzt? Ihr wolltet mal nur die Nase lang machen, oder was? Ernsthaft jetzt? Das ist jetzt ein Witz, oder? Tatsächlich. Guck mal, was wir da Geiles haben. Ist voll cool, oder? Aber nicht für dich. Oh. Es rumpelt. Oh, Oh. Oh, eine überraschte KI. meine Sensoren nehmen eine zunehmende Aktivität wahr. Man könnte es als ein Pulsieren bezeichnen. Ich analysiere dieses Phänomen jetzt. Ja. Da werden ganz in der Nähe biometrische Signale ausgesendet. Es ist höchste Vorsicht geboten. Oh weh. Oh weh. Alter, was ist das Geiles? Und der rumpelt so? Ist das ein Notruf Rumpelfisch? an die Zentrale. Die Forschungstaucher in der Umgebung des Baums der Meere könnten in Gefahr sein. Das ist ein gigantisches Meereslebewesen. Es sieht aus wie eine extrem große Variante eines Quastenflossers. Ja, und vor allen Dingen extrem lange Inne und so. Die Datenbank enthält kaum Datensätze zu einem Quastenflosser dieser Größe oder in dieser goldenen Farbe. Ich verstehe, dass du dieses Lebewesen erforschen möchtest, aber das ist zu gefährlich. Ich registriere seismische Aktivität. Der Meeresboden Es kann natürlich verschiebt sein, dass der Quastenflosser abhaut vom... Es könnte vom sein, Gewitter. dass sich das Lebewesen durch das Beben bedroht fühlt. Ja, siehst du, hey, ich bin gut, ne? Ich rate dir dringend, dich ihm nicht zu nähern. Mit dem Delfinbeinschlag kannst du schnell von hier entkommen. Ist eigentlich lustig, ne? Delfinbeinschlag. Ich wusste gar nicht, dass Delfine Beine haben. So, okay. Dann entkommen wir schnell hier. Das ging jetzt super schnell. Ja, nu? Jetzt solltest du außer Gefahr sein.
Den Daten zu deinen Vitalfunktionen kann ich entnehmen, dass du unverletzt bist. Ach so. Es ist ungewöhnlich, dass sowas gleich auf deiner ersten Exkursion passiert. Aber nicht umsonst gibt es das alte Sprichwort: Die verborgene See wirft 99 Rätsel auf. Ja. But money ain't one. Hoffentlich treffen wir wieder auf dieses Lebewesen. Aber zunächst wird dir einer der anderen Taucher etwas über Schätze erzählen. Oh. Kapitel 1.2 abgeschlossen. Der Baum der Meere. Mensch, ist immer gut, hä? Asiatischer Bitterling. Zur Paarungszeit nimmt das Männchen dieser Spezies eine tiefrote Färbung an. Der Laich wird im Inneren von Muscheln abgelegt. In dieser Zeit zeichnet sich der asiatische Bitterling durch äußerst territoriales Verhalten aus. Während er sich im Wachstumsstadium von Zooplankton ernährt, fressen erwachsene Exemplare Algenpflanzen. Da der Bestand rapide sinkt, gehört die Spezies heute zu den bedrohten Fischarten. So, anderer Taucher. Jetzt haben wir hier. Ein neues Kapitel wurde freigeschaltet. Du kannst es unter Story aufrufen. Aufrufen. So, ich muss jetzt hier Ladebalkenüberbrückung machen. Was der schöne Blubber hat, oder? Findet das nicht da? Warum haben eigentlich Taucher an ihrem Schlauch, den sie da in die Gosch haben, warum sind da an der Flasche noch zwei so Schläuche für in die Gosch zu stecken, einer oder zwei? Ist das, wenn sie unterwegs einen Taucher findet, der keine Luft mehr hat oder so? Oder wenn ein Schlauch, okay, wenn ein Schlauch kaputt ist, können sie am nächsten lutschen. Es ist klar. Aber warum haben sie dann drei? Wieso sollte man zwei Schläuche kaputt machen? Keine Ahnung, so. Machen wir mal Kapitel 1.3. Eine seltsame Steintafel, brauche ich das nicht vorzulesen, mache ich jetzt gleich in meiner Kapitelstimme. Weißt du? Wenn ein Tier verschwindet, das sich beim Tauchen mit Lebewesen begleitet hatte, könnte es an seinen ursprünglichen Aufenthaltsort zurückgekehrt sein. So, jetzt kommt meine Kapitelstimme. Eine seltsame Steintafel. Die Zentrale gut, ne? hat mir bestätigt, dass es sich bei dem Lebewesen, das wir letztes Mal gesichtet haben, um eine unbekannte Art gehandelt haben muss. Hoffentlich sehen wir dieses Lebewesen irgendwann noch einmal. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Bergen von Schätzen. Jawohl. In diesen Gefilden gibt es eine Menge Gegenstände, deren Bergung sich lohnt. Neben uralten Artefakten findet man auch aus dem Haushalt entsorgte Dinge. Nicht alles ist also auf den ersten Blick ein Schatz, aber alles hat seinen Wert. Nee, ist nicht lustig, wenn aus dem Haushalt entsorgte Dinge einfach ins Meer in ihn geschmissen wäre. Aber ich habe keine Ahnung. Muss halt gerade lachen, weil du dann irgendwie so Fahrrädel findest ohne Reif. Und du denkst ja so, na scheißegal, aber unter Wasser funktioniert's noch. Zu deiner Forschungsarbeit gehört auch, diese Objekte einzusammeln und mit nach oben zu nehmen, damit wir sie genauer untersuchen können. Sag mal, gibt es in dem Spiel eigentlich kein Boot? Also kein so Hub? So im ersten Teil gab es so das Boot immer. Im zweiten Teil konntest du, glaube ich, sogar mit dem Boot rumfahren. Ne, du konntest, glaube ich, auch an Land gehen, oder? Für das Bergen von Gegenständen erhältst du Unterstützung. Hier ist dein neuer Tauchpartner. Wo ist mein neuer Tauchpartner? Das ist der Kommissar Rex. Fast, der ist zumindest ein bisschen... Hey, ist das Samus? Ne, ist der Daniel. Daniel! Hast du die Rüstung aus Metroid geklaut, oder? So. Hallo, ich der Vorleser, voll geil. Ups, und ich darf ins Mikrofon haue. Hallo, ich bin Daniel. Deinen Namen kenne ich schon. Hühnerschrecker. Schön, dich kennenzulernen. Jo. Daniel ist einer unserer erfahrensten Taucher im Team und kennt die verborgene See wie seine Tarierwestentasche. Finde ich gut, dass die Asa, dass der gute Mann Daniel heißt, weil er nämlich Daniel heißt und nicht Daniel. Sehr gut. Kommen wir zur Sache. Um Schätze zu finden, solltest du nach glitzernden Objekten auf dem Meeresboden Ausschau halten. Okay. Und wieso brauche ich dann deine Kniespiel da hin? Junge, hast du Play, Junge? Sollen wir es vielleicht ein bisschen spannend machen? Wie wär's mit einem kleinen Wettbewerb? Wer zuerst einen Schatz findet? Da du neu bist, werde ich dich natürlich nicht allzu sehr bloßstellen. Junge, du hast dich gerade vorgebeugt und es blubbert wie nix. Also, von welcher Bloßstelle? An deinem Anzug hin...
hoffentlich ein Loch drin hat. So, jetzt ganz schnell. Tauch, 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 tauch. Da oben gibt's was. Muss ich das scannen? Jawohl. A-Knopf drücke. Umgedreht halte. Jawohl, ich habe ein Holzarmband. Ja, das finde ich gut. Wie? Was ist denn jetzt hier? Ja, ist gut, ne? Okay. So. Okay, das war's schon. Schatz gefunden. Gut gemacht. Danke. Hey, dein Instinkt kann sich sehen lassen. Deshalb war die Zentrale wohl so scharf drauf, dich im Team zu haben. Aber nochmal besiegst du mich nicht. Ich habe schließlich viele Jahre als Unterwasserschatzsucher auf dem Buckel. Ich habe gemeint, du hast eine Sauerstoffflasche auf dem Buckel. Nachricht von der Zentrale. Wir sollen uns in das Gebiet im Nordwesten begeben und dort nach Schätzen suchen. Ja, ich schätze mal, das wird wohl so Sinn. So, habe ich eigentlich einen Kompass? Nordweste? Das wäre dann quasi da, was mich hier suche, das Gebiet im Nordwesten ab. Ah, guck mal da. Oh, was ist das? Was? Da fällt dir aber ins Gesicht. Das gibt Punkte. Okay, muss ich dem jetzt immer ein Däumchen geben oder was? Oder kann ich einfach A drücken? Machen wir so Gesicht dort rein. Ich weiß halt noch nicht genau, was das macht. Das macht ein X-Cursor. Also. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich mache mal einfach weiter. Oh, war es das schon wieder? Schatz gefunden. Anscheinend sind Schätze mehr wert, je schwieriger sie zu finden sind. So viel schwieriger war der jetzt halt nicht zu finden. Ich muss nur einen Meter nach links. Ich habe gar nichts gefunden außer ein Stück Schrott. Nicht mein bester Tag. Die Zentrale hat jetzt die Genehmigung erteilt, im Nordosten weiterzusuchen. Das war's schon mit also Nordwesten? setze bitte die Suche fort. Okay. Ist das Nordwesten, wo ich da hingeleitet werde? Ja, aber grundsätzlich gibt's da noch was zu finden hier, oder? Oh, ich kann wirklich nur 2 Meter. Okay. Ich kann hier wirklich nur 2 Meter. Das ist natürlich voll wenig. Da hinten tut was ganz groß glitzere. Ich gucke mal. Ich widersetze mich dem Spiel. Da nicht. Okay, ja, ihr Leid. Normalerweise war das nicht so, dass man so extrem an der Leine gehalten wird, mein lieber Scholli. Okay, da fahren wir ja dann das freie Erkunde. Das ist so quasi Tutorial, was wir hier machen. Guck mal, da ist ein Herzfels. Oder ein Herz aus Stein. Ich habe eine seltsame Steintafel gefunden. So drauf stehen, ich glaube, 7 Gebote und auf der anderen waren 3 oder so. Oder waren es 6 und 4? Ach, was weiß ich. Und so steht drauf, du sollst nicht alles vom Boden aufheben. Die müssen wir unter die Lupe nehmen. Ich gebe Daniel Bescheid, dass er herkommen soll. Okay. Daniel, schwingt der Blubberarsch rüber. Da ist er schon. Blub, ein Backstein. Und ich dachte, meine Ausbeute wäre schon nicht so toll gewesen. Das ist kein Backstein. Da ist ein Muster drauf. Es ist ein Musterstein. Es scheint sich um eine Steintafel zu handeln, ein uraltes Relikt. Das Muster aus quadratischen Feldern könnte dafür sprechen, dass es sich um so etwas wie ein Schachbrett handelt. Ja. Ich frage mal in der Datenbank ab, ob ich etwas über das Objekt finden kann. Ich bitte um etwas Geduld. Alter, also kein Multitasking, du KI, oder was? Kannst du nicht gleichzeitig retten und im Hintergrund gleich suchen? Nee, das ist eine größere Abfrage. Analyse läuft, Ergebnisse werden zusammengestellt. Ich bin die KI der KI, nicht schlecht, oder? Oh, ein Treffer. Hierbei handelt es sich mit 74% Wahrscheinlichkeit um ein Relikt des uralten Volkes der Oannes, das vor Zehntausenden von Jahren ausgestorben sein soll. Ja, sorry, aber der Oannes. Oh, ich bin so lange im Wasser, mein Oannes ist schon ganz schrumpelig. Hast du gerade die Oannes? Echt? Ja, echt. Ich mach jetzt da nur drüber keine Witze mehr, weil Die ist schon Oannes leer. waren eine geheimnisvolle Zivilisation, die ihre Blütezeit im Gebiet der Verborgenen See erlebt haben soll. So. Alte Legenden bezeichnen die Oannes mit ihrer fortschrittlichen Zivilisation oft als die Wächter der See, weil sie in Harmonie mit dem Ozean lebten.
Mhm. Es soll einen besonderen Oannes-Schatz geben, den ich schon seit Jahren versuche zu finden. Und diese Tafel könnte der Schatz sein. Das gibt's doch nicht. Flotterkü. Hey, wieso habe ich denn da noch kein geiles Apostroph, wo ich also über dem U mache, weil ich so lustig finde? Ach, keine Ahnung. So ein Anfängerglück aber auch. Wenn es tatsächlich ein echtes Oannes-Artefakt ist, hat es einen unermesslichen Wert. Ach, sei nicht traurig. Name vergess. Daniel, komm, lutsch noch ein bisschen hin an deine Fäde dort dran. Die sind bestimmt lecker. Vielleicht ist das Ding, welche? Eins davon hat Erdbeergeschmack und eins Banane oder so. Vielleicht deswegen tut man die dann austauschen. Der hat aber eine komische Maske auf der. Weiß gar nicht. Die hat einfach nur dran tackert oder so. So, Daniel, weißt du, was das heißt? Flottakü? Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Namen ausspreche. In meinem Kopf spreche ich dann eine Flottakü. Mit dem großen Q. Egal. Das hier ist anscheinend nicht irgend so ein Gerümpel, wie wir es hier öfter mal auflesen. Das ist ein richtiger Schatz. Auftrag von der Zentrale. Wir sollen die Steintafel mit in die Zentrale bringen, damit sie genau analysiert werden kann. Den Wettbewerb habe ich dann mal klar verloren. Eine echte Klatsche. Wenn Ja. es wirklich ein Oannes-Artefakt ist, wäre das eine Entdeckung von monumentalem Ausmaß. In diesem Fall können wir mit einer Belohnung von der Zentrale rechnen. Allah. Abgeschlossen. Kapitel 1.3. Eine seltsame Steintafel. Ja, wir sind jetzt lang genug in der Wasser. Ich würde halt mal gerne oben hier gehen. Gibt es ein Boot, wo man drauf kann oder so? Bist du ein bisschen? Okay. Eine Story aufgerufen. Und ich habe jetzt Punkte verdient, gell? Falscher Clown-Anemonenfisch. Dieses Juwel der Meere ist an seinem auffälligen Muster aus leuchtendem Orange und Weiß zu erkennen. Eine besondere Schicht auf seiner Haut macht diesen Fisch dem Gift von Seeanemonen gegenüber resistent, was ihm eine symbiotische Beziehung mit diesen Nesseltieren ermöglicht. Bei einer Bedrohung durch andere Fische kann sich der falsche Clown-Anemonenfisch nämlich Schutz suchen, indem er sich zwischen den Anemonen versteckt. Boah, da fällt dann so, ach, das schöne Geräusch von Phantasy Star Online, wann's geladen hat oder sich mit Server verbunden hat. Das fällt doch irgendwie so ein bisschen. So, dann machen wir mal die Story, also die Ends 5 machen wir auf alle Fälle noch. Und dann haben wir, glaube ich, das erste Kapitel oder so. Ich gucke mal. Die Rätseltafel. Für Solotauchen gibt es keinerlei Einschränkungen. Hier kannst du dir beim Erkunden ganz viel Zeit lassen. Ja, beim mit anderen Leuten tauchen nicht. Unter dem Menüpunkt Solotauchen kannst du mit Hilfe einer Tauchort-ID ein bestimmtes Gebiet bla bla bla. Kapitel 1.4 oder Strich. Die Rätseltafel. Hallo. Ich hoffe, du hast dich von der ganzen Aufregung gestern gut erholt. Heute bringe ich dir bei, wie man Markierungen Habe ich jetzt über Nacht im Wasser geschlafen oder was? Bin ich Fusch oder wie? Markierungen sind ein gutes Mittel, um mit anderen Tauchern zu kommunizieren. Sie können aber auch dir selbst helfen, dich im Ozean zu orientieren. Beginnen wir mit dem Markieren eines Lebewesens. Scanne eines und wähle ein Symbol aus, mit dem du es versehen möchtest. So. Ein Lebewesen. Scanne ein Lebewesen. I choose you. Ne, der da oben ist Gräser, ne? Aber ich will das Glenneto. Was ist denn das? Ja, das will ich haben. Das ist Huppi Fluppi. Starks Riffbarsch. Ja, dann kriege ich ja ein bisschen Erklärung, was das ist, ja? Oh, 2. Y mache ich jetzt ein Däumchen dran, ja? Markierung erfolgreich angebracht. Du kannst den Aufenthaltsort dieses Lebewesens nun auf der Karte nachverfolgen. Ja, okay. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das langweilig ist, aber können markiert werden. Ah. Probieren wir es einmal aus. Ja, aber wenn ich Fundstelle markiere, warum soll ich kann doch den Schatz einfach mitnehmen. In diesem Okay. Gebiet scheinen sich Schätze zu befinden. Ach so. Hat man nur begrenztes Item-Menü oder wie? Da, guck. Achso, nach den Bergen Gestenauswahl mit Y. Da.
Ne, ich will den da hinhauen. So. Also, Bergen. Oh, eine Haarnadel. So, Y. Und der kriegt jetzt von mir... Ach so, das ist der Blubber, wo ich Draht gemacht habe. Das ist so der Schnellzugriff. Dann machen wir hier den da dran, ne? So. Markierung erfolgreich angebracht. Die Fundstelle ist nun auf deiner Karte zu sehen. Ei, aller gut. Du kannst auch Markierungen von Tauchpartnern auf deiner Karte sehen. Auf Tauchpartner komme ich zu einem späteren Zeitpunkt zu sprechen. Es sieht so aus, als hätte Daniel deine Markierung gesehen. Er ist auf dem Weg hierher. Aha. Der donnernde Daniel. Da ist er. Da ist mal wieder ordentlich Dunre, hey. Hast du gut gegessen, ja? Lass mich roh, du warst mit Bohne. Hallöchen! Du bekommst von Kiki wohl eine Lektion zu Markierungen, was? Wenn es einen Schatz zu sehen gibt, bin ich sofort zur Stelle. Nachricht von der Zentrale. Die Forscher in der Zentrale haben ihre Analyse beendet. Es handelt sich tatsächlich um ein Oannes-Artefakt. Hört, hört! Jetzt wird's spannend. Die Zentrale bezeichnet diese Steintafel als Rätseltafel. Aha. Rätseltafel. Jo, soweit so gut, ja, genau, soweit bin ich ja. Sie hat 99 Felder, von denen jedes mit einer Inschrift zu einem der Geheimnisse der verborgenen See versehen ist. Ei, verpiepscht. Aus irgendeinem Grund, den auch die Wissenschaftler in der Zentrale nicht nachvollziehen konnten, scheinen diese Felder Licht zu produzieren. Ist es so ein Solarpanel oder was? Das Ding leuchtet? Echt jetzt? Genau. So, und jetzt tippen wir drauf rum. Ob das vielleicht passiert, wenn man Rätsel in den Inschriften löst? Das wäre wissenschaftlich nicht zu erklären. Wow, danke Spock. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass wir auf ein rational nicht erklärbares Phänomen stoßen. Die 99 Felder würden auch genau zu dem Sprichwort, die verborgene See wirft 99 Rätsel auf, passen. Ja eben. Und meine Intuition sagt mir auch, dass dieses Ding der Schlüssel dazu ist, alle Geheimnisse der verborgenen See zu lüften. Vielleicht sollte man die verborgene See nicht lüften, sonst hast du keine verborgene See mehr. Wenn sie gelüftet wo ist, weil das Wasser weg ist. Okay, ich erkläre jetzt schon eigene dumme Witze. Okay. Die andere Sache ist, das ist gar nicht das Artefakt, auf das ich es abgesehen hatte. Ich bin auf der Suche nach etwas noch wertvollerem. Dem ultimativen Schatz sozusagen. Irgendwo auf der Grand Line, keine Ahnung, habe ich es versteckt. Das One Piece. Die Rätseltafel wird uns sicher dabei helfen, einige Mysterien der verborgenen See besser zu verstehen. Vielleicht erhalten wir sogar einen Hinweis darauf, wie wir den Baum der Meere retten können. Ja, Beschluss. So. Aller gut. Ah ja. Ein neues Kapitel wurde freigeschaltet. Ach ja, das brauche ich, glaube ich, jetzt immer. Jetzt nimm ich immer vorzulesen. So. Ladezeiten sind eigentlich sogar noch, ich sag mal, im erträglichen Rahmen. Könnte schlimmer sein, ne? Reicht, um durchzugehen. Aha, letztes Kapitel. So, jetzt hat aber. Ach, das da unten links ist quasi so mein, sehe ich das da? Mein Story-Fortschritt. Ich brauche immer eine gewisse Punktzahl oder so. Ah, jetzt verstehe ich das, okay. Das Licht der Hoffnung, das machen wir noch und dann sehen wir mal weiter. Das hatten wir schon. Der Prozentsatz bereits gescannter Lebewesen wird auf der Karte unten links angezeigt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dieser Wert sogar die 100% übersteigen. Menge des Lichts. Wer sammelt dann so Licht? Bin ich mit Schildbürger unterwegs oder was? Kapitel 1,5. Das Hallo. Licht der Hoffnung, glaube Wie ich. ich sehe, will Daniel heute auch wieder Oh, da dabei ist ein sein. Rochen. Ich nenne ihn Charlotte. Was? Ich bin noch nicht extra hergekommen. War eher in der Nähe. Das ist ja ein riesiger Mondfisch. Das wäre bestimmt nicht verkehrt, den zu scannen. Ich glaube, Daniel will nicht verpassen, dass nochmal jemand vor ihm so etwas wie die Das ist doch Rätseltafel kein Mondfisch, findet. das ist doch eine Roche. Bist du doof? Heute steht der letzte Teil des Trainings an. Dabei geht es darum, alles bisher Gelernte anzuwenden, während du die verborgene See erkundest. All gut.
So, dann tun wir mal alles anwenden. Ich sage schon mal, dass hier nichts zu finden ist. Ich suche nach Schätzen, ne? Hoppala, falscher Knopf. Ich schätze, dass ich noch Schätze suche. Ne, einfach so halt, ne? Warte mal. Kann ich das da? Das Blubberding. Also Pflanze gehen halt nicht. Das ist schade. Ich hätte da gern Pflanze gescannt. So. Ah, okay. Alles klar. I see the Mondfisch. Ne, das ist kein Mondfisch. Das ist ein Zappefisch. Pfeilenfisch. Ja, okay. Ist in Ordnung. Und du? Du bist noch ein Pfeilenfisch. Ah. Lebensraum dieser Art, ach so, die war sich nicht von adrig? Krustentieren und Mollusken ernährt, Das ist mal sind labere. flache Gewässer mit sandigen Böden. Das Männchen hat eine dünne, fadenförmige zweite Sehne an der Rückenflosse, sodass es leicht vom Weibchen zu unterscheiden ist. So mancher Angler hat den scharfen Zähnen des Pfeilenfischs schon einmal eine durchtrennte Schnur zu verdanken gehabt. Okay, wenn ich also B drücke anstatt A beim neuen Fisch und dann lässt du mir das nicht vor. Ist ganz praktisch zu wissen so. Bist du auch ein Pfeilefisch? Oder nicht? Bleib doch mal stehen. Bist doch Gacke. Doch, ist er. Pfeilenfisch. Na. Ich hab falsches Knopf gedrückt. Stars. Den kenne ich. Oh ja, wir tun hier Panzer Dragoon Style gleich mehrere. Weitermachen. So, ich hab gerade wie alle erwischt, außer denne da oder was? Guck mal hier. Usche. Mädchen. Weiß nicht genau. Ein Mondfisch. Nachdem du Lebewesen gescannt hast, verschwindet der Lichtschleier um sie herum, sodass sie besser zu erkennen sind. Aha. Sagt er jetzt? Die Zentrale hat die Theorie, dass dies dadurch verursacht wird, dass beim Scannen aufgrund elektromagnetischer Wellen Leuchtbakterien abgestoßen werden. Aha. Bei diesem Prozess wird gewissermaßen Licht gesammelt. Mhm. Videospiellogik oder was? Man scannt Lebewesen mit einem mysteriösen Schleier, um mit den Daten die Forschung voranzutreiben. Ach. Unser Job als Forschungstaucher besteht also vor allem darin, Lebewesen mit so einem Lichtschleier zu scannen. Nachricht von der Zentrale. Wir haben neue Informationen über den Zustand des Baums der Meere erhalten. Ja, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen den Mondfisch scannen und noch ein bisschen mal Weisheit zu Mondfische Am Baum der teilen. Meere wurde von den Überwachungssystemen Lichtstrahlung registriert und der Schwärzungseffekt wurde reduziert. Aha. Je mehr Fuschis ich scanne, desto besser geht's im Baum. Die Datenanalyse gibt Anlass zur Vermutung, dass von Tauchern gesammeltes Licht dem Baum der Meere zugutekommt. Gesammeltes Licht teilt die Korallen des Baums? Abgefahren. Soll echt keiner behaupten, dass dieser Ozean nicht rätselhaft ist. Oh, Cool, ich bin genau wie die KI. So. Habt ihr auch was gehört? Ja. Hast du schon wieder, keine Ahnung, Zwiebelsuppe noch gegessen oder was? Nur ein Bohnenfrühstück. Jetzt weiß ich ja, warum es so dauernd so... Ui, da ist er wieder. Ist das vielleicht der Rumpelfisch? Kann ich dem jetzt hinterher? Kann ich scannen? Was geht ab? sieh dir das an. Das ist der gigantische Quastenflosser, den wir neulich gesehen haben. Da erwischen jetzt, wenn ich ihn scanne, wann er schon direkt an mir vorbeischwimmt. Hallöchen, gelber Quastenflosser. Was machst du denn da? Keine Zeit zu trödeln. Sieh zu, dass du abhaust. Nein, ich will den scannen. Die Kiki sah ganz still. Hä? Risikoeinstufung Der kann Camouflage? moderat. Wir wissen zwar nicht, wie sich dieses Geschöpf Menschen gegenüber verhält, aber es scheint zumindest nicht in so erregtem Zustand wie beim letzten Mal zu sein. Mhm. Ich empfehle, es zu scannen. Ah, Aber sei bitte vorsichtig. wenigstens die KI hat was drauf. Okay. Ich scanne ganz vorsichtig. Ich trick nur ganz sachte. Krieg ich nur auf die L-Taste. Wo ist er denn? Der Hallo-Dreh. Hallo? Will er mich jetzt veräppeln? Ah, doch. Hallo.
scanne mich noch. Oh, ich bin zu weit weg. Jetzt darf ich gucken. Guck mal da. Ah, den habe ich. Oh, die Rätseltafel leuchtet da auf. Goldene Flügel, Erfolg freigeschaltet. Scan-Vorgang erfolgreich. Ich leite die Daten von diesem Giganten sofort an die Zentrale weiter. Die Zentrale hat dieser neuen Spezies den Namen Raja Emas verliehen, was so viel wie Goldener König bedeutet. Mhm. Sie wurde noch nie zuvor untersucht, daher werden die von dir gesammelten Daten sehr aufschlussreich sein. Ich hab gekniffen und mich aus dem Staub gemacht. Aber du hast es geschafft. Falls du es noch nicht wusstest, die Zentrale führt eine nummerierte Datenbank über unbekannte Lebewesen, kurz UL. Mhm. Durch das Scannen von Raja Emas hast du offiziell ein UL entdeckt. Ich gratuliere. Dankeschön. Das war ein sehr vielversprechender Beginn deiner Mitarbeit im Projekt Aegis. Nochmal Dankeschön. Oha, die Rätseltafel. Es geht ab, die leuchtet auf, gell? Die hat angefangen zu leuchten, seit du zu Raja leuchten? Emas gescannt hast. Ich hab doch gleich gesagt, ja. Da gibt es eine direkte Verbindung zwischen diesen Feldern und den 99 Rätseln in der See. Damit hattest du offensichtlich recht. Wir müssen die Tafel bei unserer Forschung im Blick behalten. Krasser Tauchgang. Das habe ich lange nicht erlebt. Damit ist das Training beendet. Es waren ereignisreiche Tage mit den beiden Höhepunkten, dass wir die Rätseltafel gefunden haben und Raja Emas protokollieren konnten. Ich freue mich darauf, euch beide bald wieder zu unterstützen. Viel Erfolg bei euren Tauchgängen. Dankeschön. Abgeschlossen, Kapitel 1.5. Oder Strich 5, was weiß ich. Bei mir ist es alles Punkt 5. So. Und noch Erfolg. So. Ich glaube, ich muss mal so ein paar Lieder mit Wasserthema oder Tauchthema zurechtlegen, wo ich dann immer singen kann in der Ladepause vielleicht. Gelbflossen-Thun. Eine Thunfischart, die in wärmeren Gewässern in der Nähe der Wasseroberfläche anzutreffen ist. Der Fisch hat einen dunkelblauen Rücken und einen hellgelben Streifen entlang des Körpers. Die zweite Rücken- und die Afterflossen werden beim Heranreifen dieser Fische zunehmend länger. Die Nahrung der Spezies umfasst Fische, Krustentiere und Kopffüßer, wie zum Beispiel Tintenfische. Was kann ich dann? Also komm mit mir und wir schippern übers Meer. Raus aus dem Straßenverkehr, hier bist du sicherer. So, aller gut, ihr Leid. Dann machen wir das einfach so. Kapitel 1 hätten wir hiermit abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen, das soll's für heute gewesen sein. Wie gesagt, wir machen das jetzt halt so. Ich habe das jetzt, weil ich bin ja multitasking-fähig. Ich habe verschiedene Kerne und die wieder in Threads unterteilt und die kann ich unabhängig voneinander, kann ich die gleichzeitig laufen lassen. Ne? Unglaublich, ich bin eine weit entwickelte KI. Ich bin eine DI, dümmliche Intelligenz. Wow, das war ziemlich doof, was ich gerade gesagt habe. Was wiederum bestätigt, dass ich eine dümmliche Intelligenz bin. Perfekt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass heute, wenn ich das gucke, noch ein Video rauskommt. Und zwar eins, wo ich mit einer Freundin zusammen tauche. Oder eben so Orca-komischer. Wenn da Delfin sind. Also, dass man das jetzt halt quasi selbes Spiel, aber zwei verschiedene Nummerierungen. Das eine sind dann halt die Story-Folge und das andere sind die Freedive. Wie heißt das? Freies Tauche-Folge. So, dachte ich mir so. Mir fällt gerade in, es gibt von Dance Dance Revolution ein Lied, das heißt Dive. Das kann ich aber nicht, das ist japanisch. Aber es gibt, glaube ich, eigentlich wieder so. Ist ja jetzt egal. Was ich jetzt damit sagen will, ist, ihr Leid, ich tauche jetzt mal kurz unter. Und dann taucht aber auch gleich, ich weiß, es wird nicht besser, in einer halben Stunde später oder so, taucht dann unser Koop-Tauchgang auf mit der Freundin, wo er die einmalige Chance hat, mich zu hören, wie ich mich mit der Fremdsprache Hochdeutsch abquäl. Aller gut dann. Bis nachher. Und tschüss.
Gungnir. Um diesen monströsen Fächerfisch drehen sich viele Gespräche von Fischern im gesamten Südpazifik. Er ist wild, gerissen und schwimmt um ein Vielfaches schneller als jeder normale Fächerfisch. Alle Fischer, die das Monster zur Strecke bringen wollten, endeten stattdessen als seine Beute. Gungnir trägt den Namen eines magischen Speers aus der nordischen Mythologie.